ist es ganz in der Dunkelheit, ohne jeden äußeren Reiz, nur mit sich selber zu sein? Und was offenbaren so extreme Erfahrungen über den Geist und seine Muster? Meine Gesprächspartnerin Christine Albrecht ist gerade aus einem Dunkelretreat zurückgekommen. Wir tauchen tief in ihre Erfahrungen ein, weil Christine hat sich nämlich intensiv mit östlichen und westlichen Wegen der Selbsterforschung beschäftigt. Als Coach, Therapeutin und Praktizierende. Wir reden über ihren frühen Zugang zu spirituellen Fragen, die Verbindung zwischen östlichen und westlichen Methoden im Coaching und in der Therapie und über die Rolle vom Körper, vor allem durch die tibetische Bewegungslehre Luchong. Christine teilt ihre Sicht darauf, ob das Ego wirklich zerschlagen werden muss und was egoloses Zuhören bedeutet. Ein anderes wichtiges Thema ist Dzogchen. Wie kann man die höchste Lehre vom tibetischen Buddhismus im Alltag leben? Und was für Probleme können entstehen, wenn man sich dem Weg zu früh und zu intellektuell nähert? Nicht zuletzt reden wir über das Thema Loslassen. Eine Herausforderung für fast alle Menschen im Meditieren, in der Therapie und im Leben ganz allgemein. Christine erklärt, warum das Loslassen so schwer fällt und was wirklich hilft. Zum Schluss geht es auch noch ums Sterben, die Rolle von Psychedelika und wie man mit Krisen und Zweifeln auf dem spirituellen Weg umgehen kann. Ein tiefgründiges Gespräch über innere Prozesse, Körper und Geist und wie all die Ebenen zusammenspielen. Bevor wir starten, noch das. Der Podcast ist ein Herzensprojekt. Ich verzichte bewusst auf Werbung und will ihn für alle zugänglich behalten. Wenn du ihn unterstützen willst, dann freue ich mich über ein Like, einen Kommentar oder wenn du ihn weiterempfiehlst. Den Podcast mache ich in meiner Freizeit, aber ganz gratis ist er nicht. Billett für Reisen zum Interview führen, Technik, Abo und Hostingkosten fallen halt auch an. Falls du etwas zu diesen Kosten beitragen willst, dann geht das ganz einfach über die Wind. Die Infos dazu findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch unter Spenden oder in den Shownotes. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Christine Albrecht. Christine Albrecht hat ihre berufliche Laufbahn als Diätköchin und Ernährungsberaterin angefangen, bevor sie in die Medienbranche eingestiegen ist. Sie hat als Buchautorin und Wissenschaftsjournalistin bei Ringier geschafft, ist Moderatorin und Redaktorin bei DRS1 gewesen und hat für das Schweizer Fernsehen geschafft. Aus diesen Erfahrungen hat sie ihre Tätigkeit als Trainerin und Dozentin für Auftrittskompetenz bei Live-Auftritten und vor der Kamera entwickelt. Von da hat sie den Weg immer mehr nach innen geführt, zu den Tiefen von dem, was uns als Menschen ausmacht und bewegt. Seit 25 Jahren ist Christine als Ausbildnerin für Yogalehrerinnen tätig und arbeitet als selbstständige Paartherapeutin und Coach. Sie begleitet Leute in privaten und beruflichen Veränderungsprozessen und in Krisen. Ihr ganzheitlicher Ansatz verbindet körperorientierte Methoden, lösungsorientiertes Gesprächscoaching und Techniken aus der buddhistischen Psychologie. Christine bringt viel eigene Praxiserfahrung mit und bildet sich auch ständig weiter. Sie hat zum Beispiel ein Masterstudium in Supervision und Organisationsentwicklung an der PH St. Gallen gemacht und Abschlüsse in Paartherapie und Spiritual Care an der Uni Zürich. Sie setzt Ausbildungsschwerpunkte in traditioneller tibetischer Medizin, tibetischem Heil-Yoga, Luchong und Meditation. Ihr Studium in buddhistischer Philosophie und Psychologie und ihre langjährige Praxis in verschiedenen buddhistischen Traditionen, vor allem im Dzogchen, bereichern ihre Arbeit und ermöglichen ihr auch spirituelle Aspekte in Coaching und Therapie einzubringen. Christine ist Mutter von 2 Kindern und lebt im Männendorf am Zürichsee. Christine, herzlichen Dank, dass du da gekommen bist für das Gespräch. Danke, Lukas, für die Einladung. Wo wir vor dem Gespräch miteinander geredet haben, also vor ein paar Wochen, bist du gerade vor einem Dunkelretreat gestanden. Und ich habe jemandem erzählt, meine Gesprächspartnerin gehen jetzt in ein Dunkelretreat. Und die Person hat gesagt, ui nein, wieso tut man sich so etwas an? Das ist ja so extrem. Ist es so extrem gewesen? Wie ist ein Dunkelretreat und was hast du erlebt? Also die Reaktion habe ich aus meinem Umfeld auch. Da gibt es Leute, die finden, das sei Folter. Für mich war es eine der schönsten Wellnessferien im Sinne von können loslassen, zu mir kommen, bei mir sein, mich um mich kümmern. Ja,
Und du hast gefragt, wie war das gewesen? Also es sind 10 mal 24 Stunden in völliger Dunkelheit. Da sieht man nicht einmal die Hand vor dem Gesicht. Ich habe das individuell gemacht, alleine. Ich habe schon mal eins gemacht in einer Gruppe. Das Mal wollte ich alleine wirklich mich nur auf mich konzentrieren. Ich habe von einer Person, die mir geholfen hat, am 10 Uhr am Morgen ein Frühstück, ein Mittagessen bekommen und am Abend eine Nacht, wo ich wünschen konnte, was. Wo ich auch ein bisschen gewusst habe, aufgrund so von beraterisch wissen, was hilfreich ist, für die einzelnen Prozesse zu unterstützen. Und das war eigentlich der einzige Kontakt, den ich hatte. Das hat mir auch ein bisschen Struktur gegeben, so dass ich gewusst habe, jetzt muss ungefähr 10 Uhr sein oder ungefähr 6 Uhr am Abend. Aber sonst ist man ganz alleine mit sich und je länger das fortdauert, auch mit seinem eigenen inneren Film. Und was mich so erstaunt hat, was für mich das Schönste war, ist das Wichtigste, dass es wie ein Konglomerat gegeben hat von all dem, was ich gelernt habe in den letzten 25 Jahren im Bereich von Körperarbeit, von äusserer, innerer Arbeit, von psychotherapeutischen Interventionen, von Meditationen, von Visualisierungen etc., von Sterbebegleitungsphänomenen, dass das alles zusammengekommen ist in diesen 10 Tagen. Es war so dicht gewesen. Ich hatte das Gefühl, nach 10 Tagen, wo es fertig war, ich sei 3 Tage weg gewesen. Also meine Mails nachher haben etwas anderes gezeigt, wie viel eben läuft im Aussen, aber für mich ist der Prozess mega kondensierend gewesen. Ja. Hast du dich dann auf das auch irgendwie besonders vorbereitet? Mhm. Also, du hast gesagt, du hast 25 Jahre Praxis. Ich nehme an, ein Dunkelretreat ist jetzt wirklich nicht das, was man als erstes macht, wenn man sich mal mit sich selber ein bisschen auseinandersetzen möchte, oder? Wobei ich habe Kollegen, die jetzt das auch gerade kürzlich gemacht haben, die nicht so Erfahrungen haben, die haben einfach das anders erlebt. Das geht sehr wohl auch. Ich habe es gemacht mit einem spirituellen Hintergrund, weil im Nöndro, also nach meinen 5 Jahren Nöndro in Bönn, beim Tenzin Wangyal Rinpoche. Also 9 sind die vorbereitenden Übungen. Genau. 5 Jahre vorbereitende Übungen, also nochmal zum... Ja, genau. Ja, wo beinhaltet, dass man lernt, mit Praktiken den Geist zu zähmen. Das ist so die Wortsprache, die man für das braucht, sich zu reinigen von Gewohnheiten und nachher eine Sicht zu stabilisieren. Die vorbereitenden Übungen haben eigentlich traditionell ein Dunkelretreat zum Abschluss. Ich habe einmal gesagt, meinen Kindern zum Beispiel habe ich gesagt, das ist wie eine Abschlussprüfung, wo ich mich prüfen kann, ob das, was ich gelernt habe, ob ich das beherrsche mit mir selber. Es war auch der Abschluss von dem CAS in Spiritual Care an der Theologischen Fakultät mit dem Professor Simon Penkeller, wo ich Dzogchen angeschaut habe, also eigentlich der Zustand, die Natur vom Geist, der Zustand, wo man im Sterben hinkommt, sollte können, wollen, in meinem Fall aushalten, ob ich den finde in dem Dunkelretreat, ob ich dort in meiner Erfahrung etwas kann noch mal näher kommen, wie nur in der intellektuellen Bearbeitung oder in der Praxis, in der ritualisierten Praxis vom Alltag. Und ja, es ist mir gelungen. Das klingt spannend. Ich möchte auf Dzogchen auf jeden Fall zurückkommen, auch auf die Geisteszustände, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht müssen wir doch ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich habe in der Einleitung kurz so deinen Werdegang skizziert und irgendwann ist da Meditation, dann vorher und Spiritualität. Ist das etwas gewesen, wo schon viel früher noch da war und einfach dann noch nicht in deinem beruflichen Werdegang drin war? Oder hat es irgendeine Situation gegeben, wo du irgendwie zu Meditation und Spiritualität gekommen bist? Also in dieser Terminologie sagt man ja, es braucht einen Samen und der war bestimmt schon da gewesen oder gesetzt gewesen mit 4. Meine Mutter ist gestorben, als ich 4 war. Und dann, als ich Kind bekommen habe, ist dort dann etwas aufgebrochen, denke ich, wo zu Meditation geführt hat. Aber ich glaube, ganz allgemein sagen, ist wahrscheinlich ein Maß an, es kommt mir gerade noch das Wort Traumata in den Sinn, aber das ist viel zu gross. Ein Maß an Leiden, ein Maß an Herausforderungen, das sehe ich auch bei meinen Klienten,
dann häufig der Grund, dass man sich möchte aus diesen ewigen Schlaufen von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt irgendwo entfernen in so ein stetes, gelassenes Gewässer. Und dort, für das ist Meditation ideal. Und ja, angefangen hat es dann eigentlich 1996 so, mein Sohn geboren ist. Ich war dort noch Wissenschaftsjournalistin, habe gerne über Psychosomatik geschrieben. Also eigentlich schon dort Körper und Geist mir sehr wichtig, auch zum Krankheitenverständnis so ganzheitlich zu bekommen. In Talwil bin ich zum Taksai Rinpoche, das ist ein Verwandter von der Dechen. Ich glaube, der Vater, Jacques Taksai, also in eine ganz traditionelle Belehrungsfolge. Und das hat mir dort am Anfang überhaupt nicht gefallen. Es ist mir vorgekommen wie in der katholischen Kirche. Und dann, so im Jahr 2000 ich war gerade an einer Recherche zu einem Text, eben auch zur Psychosomatik, habe ich eine Ausschreibung gesehen vom Tulku Lobsang, der einen Vortrag hatte über die Bedeutung vom Geist, vom Denken auf unsere Gesundheit, wie uns der Mind krank machen kann. Und bin dort gegangen und die Begegnung dort, dann, das ist so wie gewesen, die Sonne ist aufgegangen oder es ist etwas explodiert. Der Samen, den ich vorher gesagt habe, hat Licht bekommen und Wasser und Nahrung. Und eigentlich ab dem Jahr 2000 hat so die ganze Ausbildung, Interesse, Konfrontation angefangen und nicht mehr aufgehört. Und wenn du sagst, du bist im 96 zu dem Rinpoche, ich habe den Namen schon wieder vergessen, in Talwil. Im Tibetischen gibt es ja auch Richtungen, die sehr, wie soll ich sagen, wo das Wissen und die Belehrung lang vor der eigentlichen Meditation kommt. Und erst viel später fängt man dann an meditieren, wenn man mal eine gewisse Basis hat. Also dein Grund, um dort hinzugehen, war eigentlich nicht, dass du gefunden hast, ich fange jetzt an zu meditieren, sondern es war wirklich Wissen, wie die Zusammenhänge funktionieren in einer anderen Kultur, wenn ich das richtig verstanden habe. Also bei allem, was ich dir jetzt erzähle, es war nie ein Ziel, nie. Es ist mehr einfach ein Treibensein, ein Geleitetsein von Interessen. Taksai Rinpoche dort mal ein Interesse für Buddhismus, so, weil man dann 96 schon mal so ein bisschen gehört hat, dass Meditation gewisse Wirkungen kann haben. Nachher beim Tulku Lobsang, wo sehr körperlich unterrichtet, so im Schnittstelle Vajrayana, Nyingma, Bön, aber sehr körperlich, das habe ich nie gesucht. Und dort das Luzhong, die Körperbewegungstransformationslehre gelernt, wo ich jetzt ja auch ausbilde drin. Das war nie ein Ziel gewesen, sondern einfach das Gefühl haben von, wow, das, was die machen, das interessiert mich, das ist irgendwo vielleicht das, was ich suche, mehr oder weniger bewusst in meinem Leben, wo mit 4 vielleicht mal angefangen hat, nämlich, was ist Sterben, was ist Leben, was ist der Sinn von meinem Leben, was kommt nach dem Sterben, weil das hat mir mit 4 mein Vater und mein Umfeld nicht wirklich erklären. Oder ich habe es auch nicht verstanden halt. Wer weiß. Aber das ist schon, wenn mich vielleicht etwas treibt, dann das Ziel, in Anführungszeichen, vom Sterben, vom alles loslassen, was ja dann am Schluss sehr eine buddhistische Ausrichtung ist. Aber dass das buddhistisch ist, das habe ich alles erst nachher, also while doing, kennengelernt. Und dass es der tibetische Buddhismus war und nicht eher so das, was man so unter westlicher Achtsamkeit zusammenfasst, das ist fast auch ein bisschen Zufall gewesen. Ja, und es war mir auch gleich gewesen. Also, mir ist gleich, in welche Richtung das mich bewegt. Hauptsache, es interessiert mich. Ja. Aber wenn ich so auf deiner Website geschaut habe, wie was für Lehrer das war, dann ist es schon stark tibetisch geprägt jetzt, so der buddhistische Teil von deiner Aus- und Weiterbildung. Ja, oder? aber das habe ich nicht gewählt, sondern das hat sich auch gegeben. Also beim Tulku Lobsang zu sein und die Techniken, Luzhong, Zalung kennenzulernen, also so die ganze Introspektion auch, wie der Körper funktioniert, angelehnt am Kalachakra, wo er auch unterrichtet, hat sich nachher ergeben, dass ich das Gefühl hatte, bei all dieser Körperlichkeit
möchte ich noch einen Lehrer, der sehr intellektuell an die Sache herangeht. Und dann ist der Tenzin Wangyal Rinpoche so in meinem Umfeld als der Lehrer genannt worden. Ich bin gegangen und habe gefunden, wow, also ist mir auch wieder dort eine Welt aufgegangen in dem, was er erzählt hat, und dass das Nündro dort machbar war mit einer Gruppe von Leuten, auch ein paar aus der Schweiz, das ist ein Zufall. Oder das muss in diesem Leben so sein, keine Ahnung. Und nachher habe ich auch zufällig noch den dritten für mich wichtigen Lehrer kennengelernt, den Larampa Tenzin Khalden, wo ich seit 2011 assistiere ihm in buddhistischer Psychologie und Philosophie, also zuerst als Schülerin und jetzt aber eben seit ein paar Jahren auch begleite ich die Studierenden an seiner Seite. Ja, das sind so die wichtigsten Lehrer, und dann gibt es noch ein paar andere. Und die sind in der Schweiz oder sind die alle im Ausland? Larampa Tenzin Khalden ist in der Schweiz, kann auch auf Deutsch unterrichten, das ist super empfehlenswert. Das ist schon noch hilfreich. Das ist mega, ja. Ich kann nicht schlecht Englisch, aber also jetzt gerade auch, wenn du mit dem Dunkelretreat ja eingestiegen bist, es gibt Orte in Amerika, englischsprachigen Ländern, wo man das könnte machen, auch in einer Begleitung von eben von so einem Lehrer. Wenn ich mich vom Herz ausdrücken, wirklich möchte können sagen, was mich zutiefst bewegt, dann kann ich es nicht in Englisch. Dann wird es mir schlecht. Längere Zeit, dann muss ich Deutsch reden. Aber sind noch die Lehrer, sind sie in der Schweiz oder im Ausland? Du hast gesagt, einer ist da und kann auf Deutsch unterrichten. Und die anderen sind irgendwo auf der Welt, reisen oder haben ihre Base, also sind englischsprachig, haben ihre Base, der Tulku Lobsang in Wien und der Tenzin Wangyal in Amerika. Ja. Und das ist jetzt so die verschiedenen tibetisch-buddhistischen Ausbildungen gewesen. Du hast ja auch diverse Coaching- und Therapieausbildungen gemacht. Ist das parallel gelaufen? Oder bist du zuerst in die therapeutische Richtung und dann ist das noch dazu gekommen mit der Meditation und dem Buddhismus? Ja, angefangen hat es schon mit so westlicher Ausbildung. Und dort habe ich aber irgendwann gefunden, wobei, also in diesen westlichen Techniken sind ja auch schon viel, im Jahr 2000 auch schon viel Achtsamkeitsgeschichten drin, aber es ist schon eine Ergänzung gewesen, nachher der spirituelle Weg. Wobei, als ich meine Masterarbeit gemacht habe, zu achtsamem Zuhören, ist es noch eine Herausforderung gewesen, als Quelle die Tulkus und Rinpoches zu nennen. Das war wie nicht vorgesehen in dem westlichen System. Und zum Glück hat es so Kabat-Zinn, solche Leute gegeben, Wo MBSR gemacht hat, das Mindfulness-Based Stress Reduction, ja. Ja, und wo schon einen Link hatten zur westlichen Wissenschaft, zur westlichen Kognitionsforschung oder so. Und das war hilfreich, um es überhaupt zusammenbringen. Das ist gesagt, so um 2000 herum ist das gewesen. Mhm. Ja. Und dann hast du immer mehr angefangen, auch die westlichen mit den östlichen Sachen dann in deiner Arbeit verknüpfen. Ja, richtig. Was ist da so die gegenseitige Befruchtung? Oder was sind die Stärken von der jeweiligen Herangehensweise vielleicht? Mhm. Also ich habe ja noch eine Webseite buddhistische Psychologie. Mich dunkt, ich laufe fast mehr nur noch in dieser Richtung, dass ich die Leute begleite, weg von einer Identitätsverstärkung, was vielleicht westliche Psychologie, Psychotherapie macht. Schon auch, dass man die Identität anschaut, aber auch tiefer geht, was ist eigentlich unter dem, was identitätsbildend ist, das, was uns ausmacht. Woher auch die Impulse kommen für eine neue Ausrichtung, dass ich mit den Leuten dort hingehe. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich jetzt viel sagen, uiuiui, es gibt aber ganz viele Leute da irgendwo, die haben eigentlich viel zu wenig, wie soll ich sagen, Ego, viel zu wenig, die sind viel zu wenig selbstsicher. Bei denen müssen wir doch genau das aufbauen. Wenn du jetzt sagst, ja, die östliche Philosophie, die geht eigentlich ganz in eine andere Richtung. Ist das so oder ist das eigentlich eher fast ein Missverständnis von der östlichen Philosophie?
Mich denkt, es ist ein Missverständnis. Ich finde es auch nicht richtig, wenn man es ein mit dem anderen ausspielt, sondern es ist eine Ergänzung. Mhm. Also wenn sie in der westlichen, das ist jetzt auch ein bisschen plakativ, wenn ich das sage, oder? Aber wenn es so in der westlichen Therapie um Individualisierung geht, um Selbstwirksamkeit, Freisein von äußeren Zwängen, von Selbsterfahrung. Und im Gegensatz, was eben aber kein Gegensatz ist, sondern eigentlich einfach je nach Bedürfnis von einer Person darum geht, um Transzendenz, um mehr Achtsamkeit, um Freisein von inneren Zwängen und eine Einheitserfahrung. Es ist doch kein Gegensatz, sondern einfach ein Mittel im richtigen Moment eingesetzt. Mhm. Ja, ich glaube, was man zum Teil halt hört, so in diesen auch Meditationsforen und so, Mhm. ist zum Teil wirklich, man muss das Ego zerschlagen, man muss das Ego zerstören, man muss das Ego überwinden. Wenn man es ganz buddhistisch anschaut, sagt man, ja gut, du siehst nicht, wenn das gar nichts zu überwinden gibt, weil es gar kein so ein festes Ego gibt, wie du vielleicht Ja. gemeint hast. Ja. Aber das finde ich schon noch spannend. Ich glaube, zum Teil, das ist auch so ein, auch in gewissen buddhistisch oder westlich-buddhistischen Kreisen so ein bisschen ein Missverständnis, dass eben das sehr, wie soll ich sagen, zerstören, Ego zerstören, überwinden, hinter sich lassen, als vielleicht das auch ein bisschen so spielerisch angehen. Mal schauen, was ist denn da genau? Ja, ich finde das schon noch wichtig, was du sagst. Ich bin durch diesen Prozess auch und habe auch Diskussionen geführt mit verschiedenen Leuten, die eben immer wieder gesagt haben, Ego ist doch wichtig und ich kann nur bestehen in meinem Job, wenn ich anstand und mein Ego auch leuchten lasse. Ich finde, ja, es ist die Frage von der Terminologie. Das Ego zerstören meint ja eigentlich, ich würde es jetzt so sagen, schau an, was an was du festhältst. Schau an, was du nicht loslassen kannst. Schau an, was sind deine Gewohnheiten, die vielleicht nicht so hilfreich sind. In welchem Moment kommt Ärger? Oder in welchem Moment vergisst du, dass alles vergänglich, veränderlich ist, Ursache-Wirkung hat oder so, die Interdependenz, die gegenseitige Mhm. Abhängigkeit, das die 3 Geistesgift. Und wenn man das so ein bisschen feiner sagt und auch ein bisschen Zeit hat, vielleicht zum Erklären, dann muss man es nicht so brutal sagen wie Ego zerschlagen. Mhm. Und ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es gibt auch so in den Schriften eigentlich gar keine Stelle, wo der Buddha zum Beispiel sagt, es gibt kein Ego. Ich glaube, er lässt das auch immer so ein bisschen offen. Äh, ich glaube, es ist ja mehr so im Buddhismus, dass es einfach nicht so das fixe, unveränderliche Ich gibt, wie man das zum Teil sich vielleicht vorstellt, sondern es ist eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch das ist eigentlich ein veränderlicher Prozess, der sich immer wieder neu bildet und es ist nicht nichts, Mhm. aber es ist eben auch nicht etwas. Mhm. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, um die 2 Wahrheiten zu erklären, die absolut und die konventionell. Und wir im Westen sind halt vor allem ausgerichtet und geschult in dieser konventionellen Wahrheit. Es gibt den Tisch und der ist fix und den gibt es immer. Und weniger vielleicht in dem eben Vergänglichen. Ich meine, bei uns ist ja auch das Sterben und die Art von Vergänglichkeit ist ein Tabu und dass Sachen halt vorbeigehen, ist man älter wird. Das Alter wird bei uns nicht gefeiert als eine Vergänglichkeit, wo oder noch nicht, wo so viel Wert hat. Mhm. Und dass man dann dort von Ego zerstören redet, das ist vielleicht kulturell bedingt. Mhm. Mhm. Das Ego, das Unfassbare, das nicht da ist. Etwas anderes, was dir ja, glaub, auch sehr wichtig war, ist eben, du hast vorhin Luzhong angesprochen. Ich habe das schon gehört, übersetzt mit quasi tibetischem Heil-Yoga. Ich habe schon mal jemanden gehabt, der ein bisschen über Luzhong geredet hat im Podcast. Was für eine Rolle hat das und was für eine Rolle hat denn der Körper in dieser ganzen Arbeit? Mhm. Luzhong kann man auch sagen, ist Meditation in Bewegung. Mhm. Ähm, und meine Arbeit als Therapeutin ist Meditation in Begegnung. Nein, Meditation in Bewegung, der Aspekt vom Körper ist der, Luzhong ist eine Art, ein Mix zwischen Qigong und Hatha-Yoga, so vielleicht populär gesagt. Es Und sind Hatha-Yoga, musst du vielleicht auch noch kurz sagen, das sind indisches Yoga. und vor allem auf den Körper oder auch noch der philosophische Teil dahinter? Luzhong hat viel Philosophie. Ja. Also wenn ich das soll beschreiben,
das Lujong basiert auf der traditionellen tibetischen Medizin. Der Tulku Lobsang, wo das Lujong auch mit dem Namen bekannt gemacht hat, die Körperübungen, hat über Jahre in all den buddhistischen Schulen hat er die Übungen gesammelt, wo die Mönche machen, um den Körper weich werden, präsent sein in dem Moment, wenn sie nachher meditieren. Und das Lujong, so wie es ausgebildet wird, jetzt in der Schweiz, auf der Welt, ist eine Sammlung von das Lujong 1 von 23 Übungen, das Lujong 2 15 Übungen, mit der ganzen buddhistischen Philosophie im Hintergrund, mit der ganzen tibetischen Medizin im Hintergrund. Es gibt zum Beispiel Übungen, die einen Effekt haben auf die einzelnen Elemente in unserem Körper. Also wir haben ja gewisse Räume in unserem Körper, also dass wir uns bewegen können. Wir haben Muskeln, das wäre das Element Erde. Wir haben Feuerelemente, um die 5 Elemente schnell zu sagen. Also so etwas Wärmendes auch, Transformierendes. Wir haben Wasserelement, Wind, die ganze Bewegung. Sag mal schnell, was hat das Wasser für eine Qualität? Von Bewegung, von Verbindung. Ja. Also, und es gibt Übungen, die sind zugeordnet den einzelnen. Aber warte noch schnell, bleib mal schnell. Ich meine, dass man jetzt Feuer, Erde, Wasser, Wind, hast du auch noch nicht gesagt, was für eine Qualität das hat. Und das Wasser? Verbindend. Und der Raum ist das 5. Ja, genau. Ja, also man kann im Lujong die Elemente, wie es auch das Ayurveda braucht, auch die 3 Körpersäfte, Kapha, Pitta, Vata kann man ausgleichen. Die ganze Theorie ist auch drin, wird erklärt in der Ausbildung. Einzelne Befindlichkeiten kann man damit ausgleichen, also zu viel innere Hitze, zu viel Kälte, zu viel Spannung, zu viel Laschheit an gewissen Orten und hat auch Bezug zu den einzelnen Organen oder Meridiansystemen, wie man sie aus der chinesischen Medizin kennt. Nierenblase zum Beispiel, gehört zum Wasserelement, oder Lebergalle jetzt im Frühling, oder dann auch die Emotion vom Ärger dort drin. Also auch hat einen psychologischen Aspekt auch, dass man kann versuchen, und dann kommt wieder das Zerstören vom Ego vielleicht ins Spiel, dass wenn man ein regelmäßig sehr ärgerlicher Mensch ist, dass man mit gewissen Übungen so das der Ärgeraspekt und vor allem der Ursprung vom Ärger im Körper innen kann besänftigen. Das ist eine coole Technik. Ja. Und woher weiss man, welche Übung dass man für was machen muss? Also weißt, muss da jemand mit sehr viel Erfahrung haben, sagen, jetzt musst du mehr auf die Übungen machen, oder macht man einfach immer alle und dann kommt es automatisch ins Gleichgewicht? Ja. Eher das Zweite? Machst eigentlich traditionell in alle Übungen und dann hast du alles im Gleichgewicht. Und aber wenn du Lehrerin bist, oder ich jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Mittwochlektionen im Songzenhaus mache, dann schaue ich, was sind für Leute, mit was für Herausforderungen kommen. Das fragen die in der Regel auch. Ich habe zwar mein Programm, aber das adaptieren an die Leute, die kommen. Und versuche so eine Stunde zu machen für die Anwesenden, wo sie den besten Nutzen haben. Und quasi Diagnostik, machst du das einfach über das Gespräch, oder gibt es da auch noch wieder quasi körperbasierte Sachen, wo du auch schaust, wie sich jemand bewegt, oder irgendwie, wenn du jemanden anlangst, wie sich die Haut anfühlt, oder wie wird das gemacht? Also im Einzelcoaching, in der Einzelberatung ja. Weil der Tulku Lobsang hat auch tibetische Medizin gelehrt dazu. Also ich kann ein bisschen, ich bin nicht ausbildet in dem grundsätzlich, aber während 2 Jahren weiss so die wichtigsten Sachen. Und wenn ich mit jemandem arbeite, in einem Einzelcoaching, in einer Einzeltherapie, kann ich auf das schauen, ja, auf ein bisschen Puls, auf Ausstrahlung, aber vor allem auf Atemführung. Das ist eigentlich meine Stärke. Was ist Atemführung? Ich habe vorher auch das Zalung erwähnt. Das ist neben dem Lujong eine vertiefte Yoga-Praxis. Dort lernt man, den Wind, den Atem durch den Körper zu lenken und von innen raus Verspannungen zu lösen. Von innen raus enge Räume, Körperräume, die sich verschliessen aufgrund von Ärger, Eifersucht, Trauer oder so, von innen raus zu öffnen. Mit Atem. Und wenn man das
an sich gemeistert hat, mit sich. Also wenn man die Übungen immer wieder macht, fängt man an zu sehen, im Aussen auch, wo sind andere Leute blockiert. Also schnauft jemand nur bis im Bereich vom Herz oder bis im Bauch oder beim Ausatmen stockt auf welcher Höhe vom Körper, in welcher Tonalität, in welcher Kraft kommt jemand mit der Stimme, wie sagt jemand das, was er sagt. Das ist übrigens auch mein Thema in meiner Masterarbeit. Wie kann man sehen, wirklich, was jemand meint, wenn er etwas sagt? Wo sind Inkongruenzen in dem, was ein Mensch sagt? Weil alles Gesagte ist immer verbunden mit einer Emotion. Die Emotion ist immer verbunden mit einer gewissen Qualität von Atem und der Atem zeigt sich irgendwo in dem Instrument vom Körper als Resonanzraum. Ich finde es gerade recht spannend, weil ich praktiziere eher im früheren Buddhismus in Theravada, im Satipatthana Sutta. Und dort gibt es ja so den Refrain, der dann immer sagt, du musst Achtsamkeit innen kultivieren, aussen kultivieren und innen und aussen kultivieren. Und die Frage ist immer so, was heisst denn die Achtsamkeit aussen kultivieren? Und wenn du das jetzt erzählst, dann das wäre wahrscheinlich genau so ein Beispiel, wenn du dann in einem Gespräch eben kannst sagen, also wenn du das kannst wahrnehmen, die Achtsamkeit auch, das finde ich eigentlich recht eine schöne Verbindung. Ja, genau. Wenn ich zuhöre, möglichst non-dual oder in dem Raum, wo ich in dieser CAS-Abschlussarbeit im Dzogchen versucht habe zu beschreiben, also der eigene innere Raum, wo ich versuche aufzumachen, um wirklich alles zu hören, was mein Vis-à-vis an Zeichen bringt und dann dem anderen seine Räume zu sehen, in einer Art Spiegelung auch, also über die Spiegelneuronen oder über ein Pacing, so. Das finde ich faszinierend. Also einerseits gespiegelt, zu sehen, auch was der andere mitteilt und dann wie in einer emergenten Sicht noch das ganze Gespräch von außen anzuschauen, mit mir als Akteur auch drin. Das finde ich, glaube ich, ist so eine Innen-Aussen-Achtsamkeit, wie du sagst. Oder schnell nochmal zurückzukommen zum Dunkelretreat. Dort in den ersten 1-2 Tage ist die Achtsamkeit, die du jetzt genannt hast, für mich auch spannend gewesen, zu beobachten, dass ich im Aussen den Raum angefangen habe mit den Händen und einfach allen Sinnen, die ich kann, ausser den Augen, zu begreifen, einzuordnen und dann auch mein Innenraum im zweiten Tag vor allem ein Thema geworden ist mit wie weit kann ich mich ausdehnen von innen raus mit Atem, mit Bewegung, mit Mind in dem nicht definierten Schwarz. Mhm. Mhm. Spannend. Wenn wir nochmal kurz auf den Körper zurückkommen, ich würde nachher gerne noch ein bisschen tiefer auf Dzogchen und auf die ganzen Räume, die sich da vielleicht eröffnen, eingehen. Wenn wir nochmal auf den Körper zurückkommen, du hast mir im Vorgespräch auch noch den Begriff Transparenz und Durchlässigkeit mitgegeben. Ich habe mir die aufgeschrieben, aber ich habe mir den Kontext nicht ganz aufgeschrieben, wo wir dort besprochen haben. Aber ich finde es spannende Begriff. Also, was für eine Rolle spielen die und was meinst du mit denen? Wenn du sagst, kommt mir in den Sinn meine Art von Zuhören. Wenn ich 51% bei mir bin, in dem Moment, in einem Gespräch, wo ich dem anderen 49% Raum gebe, werde ich eine Art egolos. Also wenn wir von dem Ego-Zerstören geredet haben, ich versuche, alle meine Werte, alle meine Urteile, alle meine Zeitverständnisse hinter mir zu lassen und durchlässig zu sein für alles, was kommt vom Gegenüber. Also ich versuche die 7 Punkte von Achtsamkeit, nicht bewerten, Geduld, Anfängergeist, Vertrauen, nicht greifen, Akzeptanz, liebevolles Loslassen, sein, zu leben. Und dadurch passiert das schon, dass man so durchlässig wird. Fühlen, mit resonieren kann mit dem, was der Strom aus dem anderen bringt, Mhm. an Zeichen auf der verbalen, nonverbalen Handlungsebene. Also das ist eigentlich dann wieder mehr geistig als nur körperlich. Ich brauche den Körper als Resonanzraum für das. Ja. Meine Sinne,
das Mitschnaufen, das mit allenfalls in eine gewisse Sitzposition zu versteifen oder zu verharren. Das ist sehr körperlich. Ich brauche sehr den Körper für das Arbeiten. Also mein Ansatz ist Körper, Atem und Geist. Die Leute vielleicht aus einer Bewegung, aus einer Position rauszuholen oder aus einer gewohnten Bewegung, um eine neue Idee zu bekommen, einen neuen Blickwinkel auf eine Situation, den Atem zu brauchen, um neue Räume zu entdecken, weil dort, wo der Atem ist auch das Bewusstsein. Neue Bewusstseinsräume zu entdecken, aus sich heraus. Das ist sehr körperlich. Im Tibetischen gibt es ja sehr elaborierte Praktiken, um mit Körper und den Energiephänomenen im Körper zu arbeiten. Irgendein Tumor. Genau. Und da hört man immer so, das ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn man das jetzt irgendwo einfach mal ein Buch liest und dann anfängt anwenden. Kannst du vielleicht zu dem noch etwas sagen? Also was ist das? Und vielleicht auch, wieso ist es nicht ganz ungefährlich, wenn man da einfach ein bisschen anfängt zu experimentieren damit? Ja, also ich habe das Glück, mit dem Tukolop-Sang wirklich einen guten Lehrer zu haben für Zalung und Tumo, die Techniken. Was ich aus meiner Erfahrung kann sagen, ist, dass gerade bei Zalung, wo man viel mit Atem anhalten schafft und im Tumo dann auch, wo man den Atem in gewissen definierten Orten im Körper haltet und ausdehnt und über Bewegungen in gewisse Räume verteilt, dass dort kann sein, dass der Atem irgendwo falsch läuft. Das ist bei mir einmal passiert. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ein Rippli gebrochen. So weh hat das getan. Und das ist dann geblieben länger? Es ist geblieben länger, ja. Und dann, wenn du zum Doktor gehst, sieht nichts. Aha. Es ist wirklich wie eine Luftblätter, wo es im Körper man redet ja dort nicht von Kanälen oder von so Leerräumen, Hohlräumen jagt und für ein Zeitchen nicht mehr rausbringst. Wie in einer Heizung, oder, wo die Luft drin bleibt, wo du entlüften irgendwann ist, damit wieder alles warm und rund läuft. Das kann passieren. Und ja, also ich kenne auch Leute, die psychologische Betreuung gebraucht haben im Verlauf von solchen Retreats. Einfach weil das so eine Kraft gibt innerlich, so eine Klarheit, so eine Energie, die kann alte, verdrängte Themen aufholen, wo dann die Person vielleicht nicht fähig ist zum Handeln. Und also wenn du jetzt sagst, das mit dem Rippli zum Beispiel, wie ist denn das wieder weggegangen? Also weißt, gibt's dann, hat dein Lehrer gesagt, okay, jetzt musst du vielleicht irgendwie das und das machen und dann geht's weg? Oder hat sich dann mit der Zeit einfach wieder aufgelöst? Weil es ist ja jetzt nicht, also so unangenehm es sein mag, es ist ja nicht jetzt irgendeine lebensbedrohliche oder irgendetwas, was dich völlig aus der Bahn wirft. Es ist einfach mühsam. Ja, dann musst du dich vor allem entspannen. Es passiert dann, wenn du zu viel willst und nicht konzentriert bist. In meinem Fall. Ja, du musst entspannen und ein bisschen leichtere Übungen machen und an den Ort, wie sonst mit allen Verspannungen und Blockaden auch, an den Ort hinschnaufen, sachte, wie ein Ballon, so ein bisschen die Gegend öffnen, Energie, Atem, Prana reinbringen und dann wieder ausatmen und mit gewissen Bewegungen entspannen und dann kommt dann das schon wieder rein raus, ja. Und eben Tumor wird ja normalerweise auch erst unterrichtet, wenn man auch sehr viele vorbereitende Übungen gemacht hat, oder? Aha. Also ist jetzt nicht gerade irgendwie die Anfängerpraxis, normalerweise. Ja. Ja. Aber auch dort, es gibt natürlich Möglichkeiten von Praktiken, die du schon früher machen kannst, die nicht schädlich sind, aber mit den ganzen Visualisierungen und die Visualisierungen sind ja eigentlich das, was die Wirkung ausmacht. Meine Lehrer sagen einmal, 70% von so einer Praxis ist die richtige, stabile Visualisierung, 20% der Atem und 10% Bewegung, die Übung an sich. Und dann lernt man halt einfach zuerst ein bisschen Bewegungen und Atmung dazu und sukzessive die
sogenannte Keime. Einfach weil man sie ja auch nicht messen kann. Visualisierungen, Gedanken, die dazu dann Acceleration, eine Beschleunigung geben. Ja. Da habe ich noch sehr eine persönliche Frage zum Thema Visualisierungen. Was macht man eigentlich, wenn ich keine inneren Bilder habe? Ich kann mir keine Bilder bewusst hervorrufen. Ich träume zwar in Bilder, aber sonst denke ich überhaupt nicht in Bilder. Ich kann auch teilnehmen in meinen Kursen, die das manchmal sagen. Dann machst du einfach das mit dem Körper, mit dem Atem, wo du kannst und versuchst zu schauen, wie dich das affectet, was das für einen Einfluss hat auf dich. Okay. Also dir selber zuschauen, die Achtsamkeit in der Achtsamkeit, in der Achtsamkeit. Dir selber zuschauen, bei dem, was du machst. Und dann gehen wir doch jetzt mal noch Richtung Dzogchen, weil das nimmt mich auch sehr Wunder. Ist ja, wenn wir auch wieder die tibetische Lehre anschauen, also wie sagen sie Ati-Yoga. Nein, am Dzogchen die Völlige Ganzheit. Eine völlige Ganzheit, Lehre von der natürlichen Vollkommenheit. Auch so ein bisschen der schnellste Weg, während die anderen da ewig machen. Und trotzdem finde ich es manchmal so ein bisschen unfassbar. Wie würdest du jemandem, der eigentlich keine Ahnung hat, Dzogchen beschreiben? Eine klassische Beschreibung ist, wenn du ganz entspannt in blauen Himmel schaust, mega glücklich bist, vielleicht fast verliebt, aber so in einer ruhigen Liebe, so einer Art Mutterliebe, nicht so einer sexuellen Liebe, in einer Mutterliebe und die Sonne scheint, und du wie verschmelzt mit dem Zustand von Sonnenhimmel, vielleicht auch einen Moment nicht einmal musst schnaufen, weil es einfach gerade so schön ist und beglückend und dich aufgehoben fühlst in dem Zustand und könntest verschmelzen und denken, nur schon für diesen Moment hat sich das Leben gelohnt. Das ist Dzogchen. Okay. Und jetzt ist das ein Moment und nachher zieht wieder eine Wolke auf. Richtig. Ja, genau. Dann ist der Moment vorbei. Und dann versuchst du in der Praxis, im Alltag immer wieder an diesen Moment zurückzukommen, den immer wieder in dir wachzurufen und klar zu bekommen und zu merken, dass das, was ich jetzt zum Beispiel da sage, das ist auch wie eine Wolke, das ist jetzt da rein und raus und weg. Das geht vorbei. Oder auch jeder Streit, wenn ich jetzt ein Paar habe, zum Beispiel in der Therapie, jeder Streit ist so belastender im Moment mag sein, er ist irgendein vorbei. Aus dieser Sicht, aus dieser Haltung von Rigpa, von dem Natur des Geistes, von dem Dzogchen-Zustand, ist das ganze Leben ein Aufflammen mit ganz vielen Vernetzungen, wo man eingeht, mit ganz vielen Erlebnissen, die passieren und am Schluss wieder ein Auflösen. Also ein Verwickeln und am Schluss ein Entwickeln. Ja. Du hast jetzt Rigpa erwähnt. Das ist eben der Gewahrsein. Gewahrsein, wo eigentlich immer da ist. Im Gegensatz zu Sem, Genau. dem denkenden Geist, wo plant und analysiert und in der Vergangenheit grübelt und Zukunft wer weiss und Ängste kann entwickeln, ist Rigpa wie der Beobachter, wie der zulässt. Und ich sehe meine Aufgabe häufig im Coaching, in der Paartherapie auch als einfach die zulässt. Weil, wenn man verstrickt ist in eine eigene Problematik, in eine Herausforderung, vergisst man den Zustand, der eben Dzogchen oder Rigpa oder Gewahrsein oder so Beobachter genannt wird. Den hat man dann nicht so präsent. Und meine Rolle dann ist häufig die von einem Spiegel sein, von da sein und zeigen, hey, diese Seite gibt es in dir auch.
Wenn das so ein beobachtender Zustand ist, Mhm. was ist denn der Unterschied zur Achtsamkeit? Die Achtsamkeit ist die Qualität, wo der Zustand hat. Mhm. Die Achtsamkeit, so wie ich sie kenne, wird ja beschrieben so als geduldig, als nicht bewerten, als Anfängergeist. Der Beobachter ist wie unbefleckt. Also Anfängergeist ist ja auch so der unbefleckte Child Mind, wo einfach alles neu sieht und noch nicht kann integrieren. Die Haltung von dem Rigpa Dzogchen-Beobachter ist ein vertrauensvoller, nicht greifender, alles akzeptierender Zustand. Also Achtsamkeit ist die Haltung von dem. Von dem, ja, Ja. okay. Und ich glaube, was ja unterscheidet zu anderen buddhistischen Praxiswegen ist, dass die eben mehr sagen, das ist ein Kultivieren und ein Wegmachen von irgendwelchen, wie übersetzt man es auf Deutsch, Defilements, Verunreinigungen vom Geist, Mhm. während im Vajrayana, eben im Dzogchen, eigentlich mehr, der Geist ist immer klar und schön und du musst es nur sehen. Ja, ich für mich würde sagen, es braucht einen Weg über die anderen Stufen, Ja. über Sutra, über Transformation vom Vajrayana, über alle die Erklärungen vom Mahayana, vom Mitgefühl, vom Bodhicitta, die braucht es alle. Ich wäre hätte das nur im Kopf, glaube verstanden, das Dzogchen. Ich weiß auch nicht, ob ich's wirklich verstanden habe. Ich habe das Gefühl, ich habe ein gutes Verständnis, aber verglichen natürlich mit wirklich den Praktizierenden, die es noch gibt auf der Welt, bin ich ein Nobody, oder? I also eben die Gefahr ist, dass man es verkopft, dass man es im Kopf meint, verstanden zu haben, wenn man nur Dzogchen macht und den Weg dorthin nicht auch. Es gibt ja die berühmten Pointing oder Point-out-Instructions, wo irgendein Meister der Schülerin oder dem Schüler durch irgendeine einfach auch häufig einfache Analogie Mhm. irgendwie wie einen Schubf gibt, den Raum zu eröffnen und dort reinzukommen. Im 10. Koan, oder? Ja, ich glaube, beim Koran passiert es dann auch irgendwann. Bei den Point-out-Instructions ist es, glaube ich, wirklich so ein bisschen, also der Tulku Urgyen Rinpoche ist zum Beispiel sehr bekannt gewesen. Ich glaube, der hat sehr viele westliche Leute, irgendwie hat das sehr gut geschafft, denen irgendwie das Koan. in einem Moment quasi zu zeigen, dass ihnen nachher bewusst war, was vorher immer da war, aber sie nie wahrgenommen haben. Ja. Aber du kannst mir jetzt nicht gerade so Point-out-Instructions schnell geben. Ich bin kein Dzogchen-Lehrer. Ich maß mir das nicht an. Ja. Hast du es denn vorher noch nicht gespürt, als ich das erklärt habe mit dem Himmel? Der Himmel ist mir so ein bisschen, ich weiß es nicht, Ja gut, wenn du sagst, visualisieren ist schwierig. visualisieren ist schwierig und der Himmel ist auch, ich habe das so häufig gehört, die Metapher, dass Ja, ich ja. wie manchmal frage, ist sie auch so ein bisschen abgelutscht oder ja, hat sie sich wie so ein bisschen aufgebraucht für mich. Aber wir haben in einer Gruppe von langjährigen Meditierenden uns im Moment gerade recht intensiv mit dem Bewusstsein auseinandergesetzt. Und dort ist es ja so spannend, oder, wenn du mehr aus einer frühbuddhistischen Theravada-Perspektive kommst, wo es eigentlich heisst, das Bewusstsein muss immer einen Inhalt haben. Also es entsteht eigentlich immer beim Inhalt. Ja. Und dann gibt es doch noch so irgendetwas, was dann die Bewusstseinsmoment verbindet vielleicht. Aber so prinzipiell das, was in den 5 Khandas ist, Vijnana, das hat ja immer ein Objekt und Mhm. gleichzeitig ist im Erleben ist so immer da und wir haben dann wirklich viel diskutiert, wie bringt man die Perspektiven zusammen, wie schauen wir an. Ja. Weil das Objekt kannst du ja nur sehen mit einem Hintergrund. Und ob du jetzt das Objekt anschaust oder den Hintergrund, Ja gut, das ist die Frage. Also, das ist ich glaube, Kunst. die Aussage wäre dann, wenn du solange du überhaupt noch irgendwie, solange Bewusstsein da ist, wäre es halt einfach ein Bewusstsein vom Geist oder ein Geistbewusstsein, ein sehr subtiles. Und so wie ich Rigpa verstehe, ist es eigentlich noch hintergründiger. Aber eben, vielleicht verstehe ich es auch nicht. Ja, es ist hinter dem Spiegel. Mhm. Es Eben, es ist, ist nicht der Spiegel, es ist oder? nicht der Spiegel, es ist hinter dem Spiegel, ja. Mhm. Der Raum, wo der Spiegel drin ist. Oder auch nicht Raum. Ähm,
Du musst es ja irgendwie fassen. Und nur schon mit dem Wort hast du eine Definition gemacht. Es ist der Raum mit einer Erkenntniskraft drin, Ja. wo eine Bewegung drin kommt, die dauernde Emanation von irgendetwas. Der Raum, Dharmakaya. Dharmakaya ist? Der Raum. Das ist der Raum. Ja. Sambhogakaya, die Leuchtkraft, die Erkenntniskraft drin. Okay. Und das Nirmanakaya, dann der Moment von Bewegung. Oder in der Christ... Ich probiere jetzt eine Analogie zu machen. Es gibt Heilige Geist in der christlichen Theologie, wo der Leerheit dem Dharmakaya entspricht, dann der Vater dem Sambhogakaya, der Glückseligkeit, deren Energie, und der Sohn, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Nirmanakaya. Okay. Und die Dreifaltigkeit beschreibt den Moment hinter dem Spiegel. Ja. Und jetzt könnte man auch wieder sagen, und das zu sehen, ist auch ein Stück weit, ich weiss auch nicht, Gnade. Ich weiss nicht, ob es sehen, Es nur war, schon ja, sehen gesehen, ist, ja, es Wahrnehmen, es Realisieren, da ist es das wirklich schwierig Empfinden, mit, ja. ja. Das ist eine Gnade, ja. Aber so wie man Vergleich jetzt halt, wie man den Moment von Sterben, wenn das Licht kommt, das Aufgehobensein, das Nest, auch das Gefühl hat, die Nahtoderfahrungen haben, es ist ein Gnadenmoment, wo alles andere wegfällt. So das sogenannte Ego, die Identität. Du hast vorher noch einmal den Begriff non-dual verwendet. Und das ist so der andere grosse Begriff, den ich mit verschiedenen Leuten auch in meinen Podcast-Gesprächen schon darüber geredet habe. Und es ist noch spannend zu sehen, was für ein Spektrum von Erfahrungen oder Definitionen von Non-Dualität es gibt. Also da gibt es wirklich die einen, die sagen, ja, wenn man in einem non-dualen Zustand ist, das kann man nur in tiefster Meditation, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen sich und der Welt. Und das heisst aber eigentlich, ich bin nicht mehr funktionsfähig. Also ich kann dann nicht mehr unterscheiden, da ist das Mikrofon, da bin ich, sondern es ist quasi sehr, sehr aufgelöst, so wie ich das verstanden habe. Es ist immer so, wie ich es verstanden habe. Vielleicht haben sie etwas anderes gemeint. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, also ich befinde mich mehr oder weniger permanent in einem non-dualen Zustand. Das geht durchaus. Was ist dein Erleben oder auch deine Definition von Non-Dualität? Also, dass es so viele Definitionen gibt, hängt damit zusammen, dass man muss das eigene Empfinden, das eigene Erlebnis nutzen, um es zu beschreiben. Darum gibt es so viele Definitionen, weil man es nicht fassen kann. Man kann es ja nur umschreiben, den Zustand. Und darum, ich finde, beides ist wahr. Also vielleicht gibt es Leute, die das so können. Ich würde sagen, beides ist wahr. In meinem Empfinden auch. Aber jetzt in Leben diesem Gespräch jetzt zwischen uns zwei, bist du jetzt in einem non-dualen Zustand? Nein. Also es gibt vielleicht Fünkchen davon, ja. Ja, aber es braucht schon ein bisschen etwas, also es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht einfach so, es ist in dem Fall nicht so einfach. Ich kann es besser, wenn ich nur zuhöre. Ja. Also nur in Anführungszeichen. Dann, jetzt habe ich eine gewisse Spannung, um einen Output zu bringen. Ja. Ich habe das Gefühl von Non-Dualität eher in einer viel grösseren Entspannung, ja, wie jetzt. Und ist dann Entspannung das, was auch die wichtigste Qualität von dem ist? Oder was verändert sich quasi, wenn du sagst, jetzt habe ich zugelassen, aber quasi in einem, Anführungszeichen, dualen Zustand versus, okay, jetzt komme ich in ein, ich sage mal jetzt mal, non-duales Territorium. Was ist die Veränderung? Was ist die Qualität, die sich in deiner Wahrnehmung dann verändert? Wenn ich noch angespannt bin, halte ich noch etwas. Dann halte ich mit Muskeltonus und mit einem feinen Aspekt von etwas noch wollen, halte ich noch man müsste dann suchen, was, aber habe ich noch eine Anhaftung. Und Non-Dualität heisst ja, keine Anhaftung zu haben. Gut, aber jetzt finde ich es, jetzt wird es wahnsinnig, vielleicht wird es jetzt ein bisschen sehr philosophisch, aber ich finde es eben schon wahnsinnig spannend, weil was heisst denn alles loslassen? Ich meine, wenn ich jetzt wirklich alles loslasse, alles, dann verstehe ich ja gar nicht mehr, was du sagst, weil das habe ich losgelassen.
dann verstehst du es auf einer ganzheitlicheren Ebene. Dann verstehst du es nicht mehr auf der Ebene, wo Wörter etwas beschreiben, sondern auf der Empfindungs-Bedeutungsebene. Aber dann könntest du auch eine andere Sprache reden und ich würde es immer noch verstehen. Ja, gibt es ja auch. Okay, gut, dort bin ich noch nicht. Also, ich meine, klar, Körper, da würde ich dann sagen, dann geht es auf Körpersprache und auf ja, das Empfinden, was der andere sagt, aber man könnte dann keine subtile philosophische Diskussion wahrscheinlich führen. Ist denn das Subtilste so kompliziert? Ja, also wenn es philosophisch ist, dann braucht es meistens schon irgendwie Ausdrücke und Begriffserklärungen. Genau, aber wenn man es dann empfindet, glaube wüssten wir alle, das ist es. Das darüber reden müssen wir, um das Subtilste fassen, Mhm. um es begreifen, einen Begriff daraus machen. Aber eigentlich lässt es sich ja nicht halten. Aber wenn wir es jetzt wieder probieren, ganz praktisch zu machen. Also nehmen wir an, du bist in einer Paartherapie und du hast ein Paar. Und ist es dann mehr so, dass du sagst, hey, für mich ist die Haltung von Dzogchen und der Bewusstseinsraum und auch das non-duales Empfinden sehr hilfreich? Oder probierst du auch das Paar quasi für das Paar, für die jeweiligen Klientinnen und Klienten, so einen Raum zu eröffnen? Mhm. Das ist schon der Weg, ja. Aber die müssen ja schon noch, also dort braucht es ja schon auch noch einen Austausch wahrscheinlich. Ja, ja. Weil zum Teil sind es ja wirklich Themen, die man dann auch hat und man muss anschauen, oder? Ja, aber es gibt Möglichkeiten, um so gewohnte Dispute zum Beispiel einmal verlangsamen, auseinanderzunehmen, die Fäden, die so verhakt sind in einem Streit. Für das gibt es zum Beispiel die westliche Intervention, du hast ja vorher mal noch gefragt, so nach Beispiel, so das diadische Scoping, ein Gespräch, ein validierendes Kommunikationstraining, wo die Leute, die Paare reden auf der verbalen Ebene, auf der Gefühlsebene, auf der Körperebene, dadurch wirklich transparent machen, wie es ihnen im Körper geht. Der andere muss wiederholen, was man gesagt hat. Es gibt eine Möglichkeit von Verständnis, so wie man es noch nie gehört hat, auch von äußern können, wie man vielleicht noch nie dem anderen hat können sagen. Also es gibt viel mehr Raum und das, was ja dann in dem Raum ist, das ist das Subtile, das ist das, wo nachher eine Möglichkeit gibt zur Veränderung. Wenn du in einem Raum ganz viel Material hast und das Material möchtest verändern, musst du dem Material Raum geben, dass es kannst schütteln und bewegen, dass es sich neu ordnen kann. Und wie machst du das als Therapeutin? Wie öffnest du die Räume? Jetzt zum Beispiel eben in dem Paar-Setting, wenn das Paar einverstanden ist, wenn es indiziert ist mit so einem Gesprächstraining oder auch in Einzelarbeit oder in Paararbeit mit einer Technik vom Tauchen, wo aus dem Mindfulness-Training auch kommt, wo man über das Gesagte auf die Gefühlsebene geht, auf die Körperebene, auf die Motivebene, auf das, was der Impuls gibt, überhaupt für eine Handlung abtauchen. Auf die Gefühlsebene gibt es Verständnis in einem Paar für ganz banale Situationen, Empfindungen, die beide kennen, weil Geschichten haben wir so viel, das ganze Internet ist voll von Geschichten, aber Empfindungen, Emotionen gibt es je nach Zählweise, da kann man sagen 52 oder so in der buddhistischen Psychologie. Das wird verstanden, wenn ich sage, ich bin traurig und mein Partner wiederholt, du sagst, du bist traurig und er empfindet in dem Moment auch Trauer, weiss er genau, von was ich rede, auch wenn das, weswegen ich traurig bin, für ihn irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Aber dort bringt man das Paar auf eine Ebene, wo sie sich kennen, wo sie sich austauschen können, wo Schwingung möglich ist, wo auch Sexualität wieder möglich wird, was dann vielleicht je nach Streit, den man hat, nicht mehr möglich ist. Und dort darunter nochmal dann weiter runterzutauchen, vielleicht auf die Ebene von Ängsten, von Situationen aus der Kindheit, wo man vielleicht noch mitschleppt und noch versucht, mit dem Partner zu heilen, zu ergänzen.
dort darunter kommt dann der Moment, auch in der Einzelarbeit, wo man wie seinen tiefsten Punkt findet. Der Ort, wo eigentlich alles gut ist, wo das ganze Potenzial drin ist, wo man sich aufgehoben fühlt, selber, in sich, mit sich, wo man weiss, man ist stimmig, man ist liebevoll, man ist ganz bei sich. An diesen Ort die Leute zu bringen, ist der Point of Return. Mhm. Also von dort aus kann man dann wieder zusammensetzen, wachsen und Ja, eben genau. aus dem, was ja im Raum ist, quasi ein Neues gestalten. Mhm. Das klingt sehr schön. Und das ist jetzt in einer Paarsituation gewesen. Was unterscheidet Einzelsituationen von dem? Nicht eins, also ich habe beides gerade vor dem Geistigen auch gehabt, als ich Ja. das erzählt habe. In der Paarsituation hast du das, was das Paar je einzeln sagt, plus die inneren Stimmen jeweils noch von den jeweiligen Leuten. Also hast du mindestens 4 Stimmen quasi, wo ich komme mir manchmal so ein bisschen vor wie ein Dompteur. Also einfach so mindestens 4 Stimmen, die da im Raum sind, die innere und die äußere vom jeweiligen. Und im Einzelcoaching ist es ein bisschen entspannter, weil dann hast du einfach eine Stimme und die innere, mindestens eine innere Stimme von dem Mensch. Das ist der Unterschied. Mhm. Und du hast auch ganz verschiedene Coaching-Ansätze ausbilden können. Also du bist auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, lösungsorientiertes Coaching hast du auch So hat gemacht, es oder? angefangen, ja. Genau. Tust du dann auch situativ irgendwie Elemente jetzt doch wieder eher aus einem lösungsorientierten Coaching zücken? Oder ist denn da die Methode wieder so, also weißt, so anders, dass es gar nicht zusammengeht? Also, was mir gerade in den Sinn kommt zum Antworten, ist verhaltenstherapeutische Tools. Meine Paartherapieausbildung war verhaltenstherapeutische beim Guy Bodemann. Dort gibt es schon Interventionen, die quasi westlich gebildet worden sind, wo helfen, ein neues Verhalten zu trainieren. Mhm. Und auf deiner Website hast du, glaube ich, eine Unterteilung zwischen, was ist eben noch eine interessante Unterteilung gewesen, zwischen persönlich, Business Privat. und privat. Ich habe mir so überlegt, was ist der Unterschied zwischen privat und persönlich, Mhm. wo ich's angeschaut habe. Also ich stelle jetzt die Frage gleich noch ein bisschen genereller, mit was für Anliegen kommen die Leute vor Mhm. allem zu dir? Im Bereich vom Persönlichen ist es, einen Job verloren zu haben, ein Angebot zu haben, nicht wissen, wie entscheiden, Herausforderungen zu haben in der Paarbeziehung, mit dem Kind zum Beispiel. Auf der beruflichen Ebene ist es ja, Stress mit dem Team, mit dem Chef, mit dem Karriereweg. Und das Private ist Umgang mit Sinn und Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Also das Existenzielle, so ein bisschen auf der Ja. privaten Ebene. Ja. Aha. Und du machst jetzt das doch schon ein paar Jahre. Mhm. Haben sich die Themen verändert, wo die Leute kommen im Laufe der Zeit? Oder sind es die Lebensthemen, wo irgendwie die Leute immer ein bisschen zu bewegen scheinen? Mich denke, es sind immer die gleichen Themen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich ziehe Leute an, auch je nachdem, wo ich stehe. Mhm. Und habe das Gefühl, es kommt ein bisschen mehr jetzt in Richtung Sterbebegleitung, Alter loslassen. So. Aber ich habe gleich auch noch viele Leute, die mit Karriere, Auseinandersetzung Mhm. etwas haben. Wenn du sagst Sterbebegleitung, Mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Sind die Leute, die sagen, ich werde jetzt langsam alt, ich möchte mich mit dem Tod auseinandersetzen? Oder sind es quasi todkranke Leute, die kommen und sagen, Scheiße, es geht nicht mehr lang? Oder vielleicht sagen sie auch nicht Scheiße, sondern sagen, wie bereite ich mich jetzt am besten auf das vor? Mhm. Ja, beides. Und Scheisse, ja, so Zeug ist schon auch im Raum. Also niemand lässt gern los. Wir sind trainiert zu heben, das ganze Leben lang und anzuhäufen und zu werden. Und dann das Gegenteil davon ist nicht so das, was man in der Schule lernt. Mhm. Ähm, ja, Begleitung von Leuten mache ich, die ihre Angehörigen verloren haben. Vielleicht
durch eine Krankheit oder durch einen Entscheid, also sprich Exit, wo Mühe haben mit dem Umgehen vom Loslassen von den Angehörigen, oder Leute, die Angehörige begleiten und möchten wissen, wie kann ich am besten meinen Liebsten unterstützen. Das ist so das, was ich gerne mache. Und aus dieser Arbeit heraus kannst du irgendwie auf einfache Art sagen, wie man jetzt am besten loslässt. Also ich find das auch recht schwierig. Ausser das ist irgendwie eine langweilige Sitzung, dann bin ich froh, wenn sie vorbei ist und ich kann loslassen. Oder? Also es gibt ja schon Zeug, wo ich noch so froh bin, wenn es vergänglich ist. Aber so ganz prinzipiell wirklich einfach so der Akt vom Loslassen. Dankbarkeit ist ein gutes Mittel. Rückblicken, die schönen Momente sammeln und sich mit der Vergänglichkeit auseinandersetzen, dass das ein Teil ist von unserer Natur, wo man vielleicht zwar vergessen hat oder verdrängt hat, aber alle betrifft. Mhm. Und dann, wenn man sich genug damit auseinandergesetzt hat, dann kann man, wenn es so weit ist, vielleicht besser loslassen. Also ich rede jetzt am gescheitsten ein bisschen von mir. Ich glaube schon, ich hoffe es, ja, dass die Auseinandersetzung, das Hinschauen zu diesen Prozessen, die andere schon vorausgemacht haben. Man weiss, was für Prozesse ablaufen beim Sterben. Man weiss, was kann passieren. Dass ich mich mit dem auseinandersetze, hinschaue, das kann mir auch passieren. Wie gehe ich dann um? Was brauche ich dann vielleicht in dieser Zeit? Das vielleicht schon organisieren oder mal zu wegdenken, das ist schon hilfreich, finde ich. Mhm. Oder das sagen mir auch die so gehen, ja. Dass es ruhiger gehen kann. Ja. Und mir hilft da der tibetische Buddhismus am meisten. Also inklusive diesen Bardo-Übungen, also von dem, was mit dem Geist passiert nach dem Tod vom Körper. Mhm. Das finde ich ist noch sehr schwierig zu verstehen oder zu begreifen. Mich dunkt, ich habe nach einer recht schwierigen eigenen Zeit 2021, ich hatte Long-Covid und auch plötzlich Menopause und eine Beziehung, die auf eine ganz schwierige Art geendet hat. Dort mich getraut, mit Substanzen Erfahrungen zu machen und mich dunkt, während so Sitzungen dort habe ich das Gefühl gehabt, die Situationen zu sehen, zu erfahren, die beschrieben werden in einem tibetischen Totenbuch zum Beispiel. Aber sonst finde ich es schwierig zu empfinden. Ohne die Erfahrung wäre es sehr theoretisch, das zu verstehen, zu empfinden, was man so liest, was dann passiert. Ich kenne mich nicht sehr gut aus mit den ganzen Totenbuch und Bardos und so. Das, was ich zum Teil gelesen habe, habe ich mich einfach so gefragt, jetzt wieder aus so einer vielleicht westlich-christlich geprägten Sicht, hat es auch nicht einen recht grossen religiösen Aspekt, weil es macht einem ja dann auch ein bisschen Angst, könnte man sagen, wenn man es sich dann nicht richtig vorbereitet hat und nicht richtig gemacht hat, dann kommt man dann auf die schiefe Bahn, dann ist es dann gar nicht lustig, wenn man tot ist. Dann braucht es noch die anderen, die nach 7 Tagen das machen, nach so vielen Tagen das. Genau. Also weißt du, dort habe ich mich dann schon gefragt, wie viel ist jetzt da auch noch religiöse Überlagerung, um die Leute bei den Stangen zu behalten quasi. Ja, das finde ich mega. Also dort bin ich ein bisschen allergisch. Das finde ich auch, muss man mega beobachten. Ja. Aber das kann ich nur für mich selber. Und ich meine, das, was ich jetzt erzähle, darum rede ich ja nur über mich. Das geht, also so rede ich mit Leuten nur, wenn sie das wollen. Das ist jetzt einfach sehr persönlich meine Sicht und meine Entwicklung. Ja. Ja. Nein, ich bin ziemlich allergisch gegen so alles Religiöse und man sollte und muss und so.
Und das habe ich einfach schon gefunden, das birgt eine gewisse Gefahr. Ich meine, ich finde es dann zum Teil sehr faszinierend, wenn man hört, was gewisse tibetische Lehrer, Lamas, Tulkus, was die erzählen und so. Also das finde ich dann wieder sehr faszinierend. Denke schon so, wow, also ja, vielleicht haben die schon noch ein paar Einblicke, die so der normale Bürger einfach nicht hat, oder? Und gleichzeitig dann wieder so das andere. Ja, ist sicher eine spannende Balance. Und dort kommt mir aber in den Sinn, um es ein bisschen wegzunehmen von dem Mystischen. Es gibt an der ETH eine Studie, die gemacht wird zu diesen Bildern, zu diesen kulturprägten Bildern, die passieren in diesen Momenten von Bewusstseinsveränderungen und Schritten, die passieren. Mhm. Die eine Substanzerfahrung habe ich gemacht am Unispital Basel in einer Studie, die ich mitgemacht habe. Ist das die LSD-Studie? Nein, DMT. DMT, okay. Ja. Und dort ist einerseits der Austausch mit den Leuten, die das eben messen, wie viel Menge bewirkt welche Veränderungen, interessant war für mich. Und auch der Austausch eben mit den Leuten von dieser ETH-Studie, die dann die Symbolik sammeln, wo die einzelnen Leute berichten darüber. Mhm. Von wegen religiös, oder? Es ist schon geprägt. Und dort im Gespräch habe ich gehört, es hat schon Höhlenmalereien gegeben, die über die Bilder berichtet und Höhlenmalereien, wo man auch sieht, dass in diesem Substanzbüttel von dem Mensch, der dort abgebildet war, das Kraut und das andere Kraut, das man eben kombinieren muss, dargestellt war. Offenbar gibt es schon seit längerem denke ich, oder habe ich gehört, die Erfahrungen mit so Substanzen und haben sich vielleicht eben alle Religionen und Traditionen rund um die Bilder und Erkenntnis bildet. Und nachher nicht die Bilder, wie du sagst, genutzt, für die Leute bei Stangen zu behalten. Mhm. Das ist möglich. Und ich meine, die ganzen Bilder, da sind wir auch wieder bei etwas, was wir vorher mal angesprochen haben, wo wir sowohl über den Geist als auch über die Non-Dualität geredet haben, ist, man muss es ja nachher irgendwie in Wort fassen. Ja. Ja, wenn man es übermitteln will. Mhm. Also, ich meine, klar kann man es für sich behalten. Aber das ist dann ist es bei mir. Aber wenn ich es auf eine Höhlenwand malen will, dann muss ich ja mich für irgendein Bild entscheiden. Und das muss ja dann fast wieder geprägt sein durch irgendwie ein Umfeld, weil ich wollte ja verstanden werden. Also ich muss ja irgendwo einen Anknüpfungspunkt schaffen. Genau, ja. Ja. Weil du jetzt Substanzen aufgebracht hast, das finde ich schon noch auch ein spannendes Thema und ist ja auch fast so ein bisschen ein Modethema geworden in den letzten Jahren. Und es gibt wirklich so Proponenten von Substanzgebrauch, wie zum Beispiel der Vanja Palmers vom Felsentor, oder wo irgendwie sagt, ja, also ist wahnsinnig hilfreich auf dem Weg, weil es eröffnet einem quasi einen Einblick in etwas, was ist da ist. Ich glaube, er hat in unserem Gespräch damals im Podcast so ein bisschen das Bild gehabt vom, wenn du auf einer Wanderung bist und du gehst auf einen Gipfel zu und der ist immer im Nebel und du hast keine Ahnung, wie der Gipfel aufgeht, und wenn du dann eine Substanz nimmst, also man redet da von, ich muss jetzt vielleicht einfach noch ganz klar sagen, von was für Substanzen, von Psychedelika und nicht von irgendwelchen Alkohol oder Kokain oder Heroin, sondern von Psilocybin, LSD, eben vielleicht DMT. Wenn du so etwas nimmst, dann geht wie quasi der Nebel mal weg und du siehst den Gipfel, und das kann dir Motivation geben, auf dem Weg zu bleiben, weiterzugehen, und du hast ein gewisses Gefühl, dort hinzugehen. Wenn du sagst, du hast bei so Studien mitgemacht, wie ist das für dich gewesen? Du hast vorher schon meditiert gehabt, dann nimmst du eine Substanz. Sind das ähnliche Erfahrungen gewesen, oder hat dich das total überrascht, was die Substanz eröffnet hat? Oder hast du gefunden, hey, das ist eigentlich noch bekanntes Territorium, aber ich bin nicht schnell drin gewesen? Also, wie würdest du einordnen? Ich bin mega froh, habe ich alle diese Schritte vorher gemacht. Ich hätte es vielleicht nicht einordnen können, was es ist, wenn ich nicht gewusst hätte um die Prozesse, um die Tiefen, um die Auflösungsmomente, die ich erlebt habe. Für mich war das wichtig vorher theoretisch ein bisschen Anhaltspunkte zu haben. Mhm. Es ist nachher genug
überwältigend genug, vereinnahmend. Und also ich habe verschiedene so Substanzen ausprobiert mit verschiedenen Wirkungen. Weiss mittlerweile auch, welche Dosierung was bewirkt. Und kann es auch steuern oder weiss, wie ich es kann und muss steuern, damit es hilfreich ist. Damit ich mich nicht verliere in irgendwelchen Verstrickungen, Bildern, also so wie Albträume, oder? Dass man dort wieder daraus rauskommt. Das war für mich schon wichtig. Aber würdest du grundsätzlich als hilfreich bezeichnen? Ich finde es im Zusammenhang mit Psychotherapie, mit Depressionen, Angststörungen und so weiter, finde ich es so hilfreich. Ja. Ich habe ein paar Bekannte, die in speziellen Situationen sind, wo das wirklich also an einem Spital, in einer Klinik bekommen haben und die Ergebnisse sind grandios. Ja. Aber ich glaube, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, im Zusammenhang mit der Psychotherapie. Unbedingt, ja. Also wirklich im Zusammenhang mit professioneller Begleitung, weil gerade bei einer Angststörung können sie dann echt in die Hose gehen, wenn man jetzt einfach findet, ich habe irgendwie eine Angststörung und ich nehme jetzt mal noch eine rechte Dosis LSD, das könnte dann ziemlich hinten raus. Oder? Ja, oder ich weiss auch nicht, wie das die machen, die das an einer Party nehmen oder so. Das ist für mich unvorstellbar. Ja. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, ohne irgendwelche Pathologie, also ohne jetzt irgendwie Angststörung oder Depression oder irgendetwas, aber die Meditation vertiefen, findest du das dort sinnvoll oder ist dann dort eher ein Irrweg? Weil es gibt, ich kann auch mit Meditationslehrern reden, die natürlich sagen, hey, nein, also das ist ein völliger Irrweg, das ist überhaupt nicht das, was die Meditation anwollt. Du begibst dich eigentlich eher quasi in eine Sackgasse und verrennst dich in, meistens ist es so ein bisschen du verrennst dich in Meditation muss etwas Spezielles sein und es müssen spezielle Zustände sein, wenn es doch eigentlich darum geht, zu erkennen, dass genau so wie jetzt ist. Und dann sind wir eigentlich wieder beim Dzogchen. Ja, genau. Ist der Geist leuchtig und hell und weit und wie man es noch beschreiben könnte. Ja, ich finde auch da beides stimmt. Ja. Vielleicht noch zu der Anwendung im Alltag. Mhm. Ich meine, wenn man zu dir in ein Coaching kommt oder in eine Therapie kommt, dann hilfst du einem, die Räume aufzubauen, die Bewusstseinszustände zum Teil auch zu kultivieren, anzugehen. Wie kann man die Sachen in den Alltag nehmen, jetzt, wenn du nicht dabei bist? Mhm. Oder wie wirkt sich das auch bei dir ganz normal im Alltag aus? Du hast 2 Kinder, ich nehme an, auch zum Teil ein hektisches Leben. Also, wie nimmst du in den Alltag? Wie kann man das machen? Immer wieder einen kurzen Moment sich rausnehmen, indem man aufs WC geht oder beim Zähneputzen oder so, sich verbindet oder daran denkt, vielleicht die Ruhe, die Entspannung, die Gelöstheit, die Mindfulness, da, wo man es auf dem Küssi praktiziert hat oder beim Spazieren. Es kann ja auch eine spirituelle Erfahrung geben. Nicht unbedingt nur auf dem Küssi, sondern wenn man in den Wald geht laufen und Vögel hört oder so. Sich immer wieder versucht zu verbinden mit dem neutralen Aspekt, mit der Natur vom Geist. Und von dort aus dann wieder ins Gewirr, in die Interaktion mit dem Aussen. Denn wenn Shiné Shamatha lehrt oder das lernt. Ist Sammlung. So die einspitzige Konzentration, Meditation. Dort sagt man, ist es hilfreich, alle paar Stunden, 5 Minuten in den Zustand, wo man kennt, wo man gut drin sich fühlt, in diese Sammlung zu gehen und dann wieder in den Alltag. Und den kurzen Moment dann immer wieder auszudehnen, dass man dann vielleicht kann 45 Minuten am Stück dort drin sein. Eine Stabilität aufbauen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu sehen, oder den Umgang mit Gedanken zu kennen und zu wissen, wie kann ich die transformieren. Also den Geist zu zähmen einerseits, andererseits so die sogenannte Reinigung, wie kann ich machen, dass
ein Gedankenstrom aufhört, mich so zu plagen und wie einen Tornado einwickeln und dann ruhig sitzen. Und wie kann ich den Tornado quasi ignorieren oder machen, dass er mich nicht mehr so plagt? Anschauen, was ist die Treibkraft unter ihm? Was sind für Gefühle darunter? Oder meistens ist es eine Angst, die den Tornado antreibt. Angst, etwas zu bekommen, was ich nicht will, oder die Angst, etwas nicht zu bekommen, was ich will. Dort hinschauen, dass das der Antreiber ist von meiner Gier vielleicht oder von meiner Sehnsucht oder von meinem Drang, von meinem Ärger, wo nachher eine ganze Geschichte entwickelt. Mhm. So ins Auge von dem Tornado zu gehen. Und es ist ja wie in einem Wirbel auch, wenn du im Auge bist, unten dran, kannst du nachher den Boden berühren und abstoßen, raus. Mhm. Dort hat er nicht mehr so viel Kraft. Das hat für mich jetzt manchmal so getönt, okay, du musst dir auch bewusst werden, also wenn du sagst, der Drang, der Gier, etwas haben zu wollen, äh, vielleicht Angst, das nicht zu haben, wo es antreibt. Aber wenn jetzt eine geliebte Person stirbt bei einem im Leben, Mhm. ich meine, ja, da kann ich schon sagen, ist eine Gier, die Wille zu haben. Mhm. Aber es tönt dann irgendwie auch recht hart, wenn ich das so sage. Ja, aber dann ist es doch schön, herzuschauen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Was fängt mir jetzt an fehlen, wenn die Person weg ist? Ja, das ist ja eigentlich auch ein Ego, wo dann die Trauer aufbaut oder die Verlustgefühl. Aber das Schöne daran ist ja dann das Mitgefühl, wo man kann entwickeln für sich und merken, ich brauche jetzt das, wo die Person besser können wie ich. Ist jetzt vielleicht der Challenge, um das in mir zu entwickeln. Mhm. Die Grossherzigkeit oder die Freude an der Natur, wo sie vielleicht mitgebracht hat, wenn man zusammen ist spazieren oder so. Das tönt aber schon auch nicht als irgendwie eine Schnelllösung. Ich Ist habe nicht, nie gesagt, das ist nein, schnell. nein, ich sage jetzt, das tönt nicht so wie das Problem schnell. Oder ich bin noch ein bisschen drauf gekommen, weil du gesagt hast, vor 5 Minuten und dann wieder ins Gewimmel sich stürzen und so. Und so wie ich es jetzt verstanden, das hilft, aber das löst nicht in 5 Minuten alle Probleme und nachher bist du super leistungsfähig und dann... Ja. Ja, definitiv nicht. Mhm. Ja. Oder aber du hast ja dann auch gesagt, mit 2 Kindern, als ich meine Neundro-Praktiken gemacht habe, habe ich manchmal einfach während dem Staubsaugen die Mantras gemacht. Und die sind am Kühlschrank gehangen. Meine Kinder haben einmal gelacht. «Haha, Mama, machst wieder irgendwie deine buddhistischen Übungen?» Es ist einfach eine Möglichkeit, um es in den Alltag zu bringen. Ja. Mhm. Beim Zähneputzen, jeder hinteren und Zähneputzen, vorne. Wiederwerfung machen. Gut, das ist schwierig wahrscheinlich mit den Zahnbürsten im Das ist ein Maul, oder? blöder Witz. Hm. Ja. Du bist lang unterwegs, du hast sehr viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Hast du auch mal Zweifel gehabt an dem Ganzen oder Krisen? Und wenn ja, wie hast du die überwunden? Ich habe immer wieder Zweifel. Ähm, Dort gibt es ja, so theoretisch kann man sagen, es gibt den guten Zweifel, der etwas bringt, und dann eben den Tornado-Zweifel. Und wenn ich so in einem Tornado-Zweifel stecke, dann bin ich froh um nächste Leute, die mich gut kennen, die im Telefon fragen, wie geht's, und ich kann sagen, Scheiße. Und dann Mhm. sie vielleicht nochmal 2, 3 Sachen mehr fragen. Und auch schon hat es gegeben, dass mich dann eine Kollegin fragt und sagt, «Hey, aber jetzt hast du mir doch gerade gestern selber gesagt, so das und das müsste man machen, und warum machst du es jetzt selber nicht?» Es gibt einfach Momente, wo ich mich selber auch halt noch wieder verwickle und irgendwie an einem Ort festhänge und froh bin, eben um ein Telefon oder einen Kollegen, der dann findet, «Hallo?» So. Ja, das macht dich auch sehr menschlich. Ich glaube, wenn du dich überhaupt nicht mehr würdest verwickeln, dann wärst du ja wahrscheinlich Erleuchtet. vollständig erleuchtet. Und dann hättest du mir vorher können die Point-out-Instructions geben. Vielleicht habe ich sie schon gegeben. Vielleicht wirkt es, vielleicht, wenn ich jetzt dann nachher zur Tür ausgegangen, dann macht es auf das Mal Klick. Wer weiß, wer weiß. Wir sind schon recht lange am Reden. Bevor ich zum Abschluss komme, vielleicht noch die Frage an dich. Gibt es irgendetwas, was dir noch wichtig ist, was ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe, wo du sagst, doch, da möchte ich doch auch noch ein Wort drüber verlieren?
Vielleicht wollen wir dann aufhören, ja. Aber jetzt ist es gerade gut. Behind the scene. Nein, gerade im Moment ist gut, ja. Also was mir wichtig ist, dass die Leute, die das hören, etwas mitnehmen können. Ich habe es auch schön gefunden, die paar Interviews, die ich gehört habe, das haben mir so das Gefühl gegeben von einer Art Sangha. Und das schätze ich mega an deiner Arbeit. Und ich hoffe, vielleicht mit dem einen oder anderen, was ich gesagt habe, auch einen Impuls geben zu haben, denen, die das hören. Und wenn sie mehr wissen Das wäre genau mein Ding jetzt. Was können sie machen, wenn sie mehr wissen wollen? Wo finden sie dich? bei mir melden, weil gerade jetzt so zum Dunkelretreat, da gibt es natürlich noch ganz viele spannende Aspekte oder auch, ja, weiß auch nicht, was die Leute interessiert, aber schon als Journalistin ist mir wichtig gewesen, so einen Service zu bieten. Und ja, ich hoffe, dass, wenn du fragst, fehlt da noch etwas, ich hoffe, das hat einen Service geboten, denen, die hören. Ich hoffe es auch, dass wir nicht zu fest in die Tiefe von meinen Interessen reingegangen sind. Ich probiere immer ein bisschen das Publikum im Hinterkopf zu behalten. Aber manchmal gibt es einfach auch Sachen, wo ich denke, wow, das ist jetzt so spannend, da müssen wir jetzt ein bisschen, wenn es dann ein bisschen nerdig wird. Aber also in dem Fall noch wirklich die Abschlussfrage. Wenn die Leute mehr zu dir wissen, was ist deine Website oder wie kontaktiert man dich? Hast du Artikel, Bücher von dir, die du empfehlen würdest? Albrecht-Coaching ist eine Webseite, die aus meinen Anfängen, wo vor allem so der westliche Zugang im Coaching Thema ist. Dort hat es auch, dort ist glaube auch meine Arbeit über Dzogchen drin, aber auch andere Artikel, die ich ursprünglich mal als Journalistin geschrieben habe, oder auch das Buch «Achtsames Zuhören». Dann gibt es eine Webseite Body-Mind-Training. Dort sind Mediensachen beschrieben, wo Körper, Geist, Yoga, Meditation, Arbeit betreffen. Und die Webseite, wo Under Construction ist buddhistische Psychologie. Im Moment ist unter dem Titel eine kleine Versammlung von Leuten, die so arbeiten. Ich werde in den nächsten Wochen, Monaten die Seiten noch ausdehnen. Ich möchte Leute dort versammeln, die mit buddhistisch-psychologischen Ansätzen arbeiten, so eine Plattform, ein Netzwerk machen, vielleicht wie du da auch mit dem Podcast. Weil ich merke, nach 25 Jahren Arbeiten mehrheitlich alleine, möchte ich so die nächsten Jahre noch einfach in einem Team arbeiten. Oder wenn es jetzt auch Leute gibt, die finden, oh, mit der könnte man doch vielleicht mal irgendwie, weiss doch, einen Kurs anbieten oder so. Das würde ich gerne machen. Zusammen mit anderen arbeiten irgendwo in diesem Bereich. Super. Christine, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch. Dass du danke dir, Lukas. Merci. Herzlich willkommen. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über deine Rückmeldungen, Gedanken zu dieser Folge oder auch Vorschläge für spannende GesprächspartnerInnen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge etwas mitnehmen können, für dich oder auch für andere, wenn sie weiterleiten willst, und wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.